Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, lange nichts voneinander gehört, wa? 27. Spieltag, 1:0 in Leipzig gewonnen. Ja, aus unserer Sicht schwere Kost teilweise. Ich würde sagen, ich würde sogar so weit gehen, dass es ja kein verdienter Sieg war. Habe ich schon lange nicht mehr sagen müssen, aus unserer Sicht, ja. Wir haben aber mal so gespielt, wie die Gegner immer gegen uns spielen. Ja, die Gegner lassen uns immer das Spiel machen, lassen uns den Ball. Das haben wir heute so ein bisschen getan. Am Ende des Tages ist es aufgegangen, wir haben 1:0 gewonnen, alles tutti. Ja, gefallen hat es mir nicht. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ja, wie gesagt, am Ende des Tages, wir haben 1:0 gewonnen im Topspiel. Meisterschaft ist so gut wie durch, denke ich. Also alles richtig gemacht, aber es kann ja jetzt nicht nur an dem Ausfall von Robert Lewandowski liegen, dass wir ja das Spiel irgendwie so angehen. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wie gesagt, am Ende des Tages gibt der Erfolg dem Flick recht, keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich ein paar Sachen zu sagen. Gerade die ersten 20, 25 Minuten waren wir gar nicht im Spiel. Absolut null. Wir haben gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Wir waren immer einen Schritt zu spät bei jedem zweiten Ball. Wir haben keine Ruhe im Spiel gekriegt, gar nichts. Danach war es besser, ja. Wir sind besser ins Spiel gekommen. Wir haben das Spiel in der Hand gehabt auch dann. Haben auch dann verdient in dieser Phase das Tor gemacht, ja. Auch wenn wir nicht so viele Chancen hatten, muss man auch ganz klar sagen. Aber die letzten 20 Minuten, erste Halbzeit oder die letzte Viertelstunde war schon sehr stark von uns. Und ich habe auch dann damit gerechnet, dass wenn wir aus der Pause kommen, wir zumindest wieder diese Leistung zeigen. Warum, wieso das nicht möglich war, weiß ich nicht. Vielleicht, weil Leipzig stärker wurde wieder, so wie es in der ersten Phase war. Ja, aber wir haben das Feld komplett übergeben. Ja, wir haben es komplett übergeben. Ich meine, man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gekämpft, wir haben gerackert. Keine Frage. Aber auch da wieder, die ersten 20 Minuten haben wir gefühlt keinen Zweikampf gewonnen. Nach vorne ging gar nichts. Wir haben nicht einen Spielaufbau hingekriegt. Wir haben es nicht hingekriegt, mal einen Konter zu fahren. Der Choupo-Moting war komplett out of order. Ja, er ist gelaufen. Sonst gar nichts. Er stand dreimal im Abseits in aussichtsreicher Position. Da muss man sich ein bisschen kluger verhalten. Hat einen cooler Schuss aufs Tor gehabt. Ja, ihn mit Levi zu vergleichen, wäre nicht fair, keine Frage. Aber mit irgendeinem anderen Bundesliga-Stürmer, ja, das war wieder mal gar nichts heute. I don't know, ich weiß es nicht. Ja, er ist gelaufen, aber immer auch nur so halbherzig. Wenn man gesehen hat, dann ist er 3 oder 4 Mal stand er gegen Upamecano. Ja, er ist dann so nebenher, die man ein bisschen begleitet. Ja, aber ist nicht einmal in den Zweikampf rein, sonst irgendwas. Also, weiß ich nicht. Da erwarte ich einfach mehr. Also, da muss ein Stürmer, wenn der da kommt, klar, ist es nicht ein Levi, aber der muss brennen, Alter. Der muss eine Stunde brennen und dann kann er rausgehen. Wo ist das Problem? Ja? Eine Stunde volle Attacke, brennen, kämpfen, machen, tun. Ja, und dann muss er halt rausgehen. Dann muss er signalisieren, ich bin platt, fertig. Ja, gar kein Problem. Hat mir nicht gefallen. Hat mir nicht gefallen. Der andere Spieler, der mir gar nicht gefallen hat, war Alaba. Also Alaba, Leute, ich sag's ganz ehrlich, ich bin froh, wenn der weg ist aus dem Verein. Nichts gegen den Spieler Alaba, nichts gegen den Menschen Alaba, aber ich bin froh, wenn der weg ist. Da kann der Alaba auch nichts für, ja. Da kann der Alaba wirklich nichts für, weil der Alaba möchte auch nicht Innenverteidiger spielen, er würde gerne im Mittelfeld spielen. Ich verstehe es nicht. Ich habe schon in 100 Videos gesagt, ich verstehe es nicht und man hat es heute gesehen. Und ich schwöre euch, gegen Paris geht das richtig nach hinten los. Man hat es heute wieder gesehen, das ist kein Innenverteidiger. Der ist da rumgeirrt in der Abwehr. Ich meine, dann standen wir schon nur hinten drinne und dann ist er der Innenverteidiger und in der 80. und 85. Minute meint er, jo, weißt du was, ich marschiere jetzt einfach mal nach vorne. Ich stehe da mal vorne am gegnerischen 16er. Ich bin Innenverteidiger. Geht nicht. Geht definitiv nicht. Also 2, 3 Mal war er zur Stelle, ansonsten war Alaba unterirdisch in meinen Augen. I don't know, ich weiß es, ich verstehe es bis heute nicht.
was der Flick gegen Hernandez hat. Wenn der da spielen würde, durchgehend, wäre das eine Bank. Hat heute auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Anfang, kam dann wieder besser ins Spiel, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, diese Alaba-Geschichte, ich kapiere es nicht und ich bin gespannt am Mittwoch. Ja, also wenn ich das Spiel heute sehe, erwarte ich Mittwoch nichts anderes. Ganz ehrlich, ich erwarte da nichts anderes. Und ich denke, der Schuss wird nach hinten losgehen. Man hat ganz klar gesehen, wie Levi fehlt. Ja. Levi läuft gefühlt definitiv zweimal so viel, wie Choupo-Moting heute gelaufen ist. Vor allem begleitet er nicht nur. Ja. Levi ist ein Stürmer, der Zweikämpfe sucht, annimmt, egal wann und wo. Und das war beim Choupo heute gar nicht. Null. Wirklich null. Klar, haben wir ein bisschen anders gespielt heute. Ja, das ist klar, dass er dann auch nicht so in Szene gesetzt wird, wie es dann Levi wird. Aber trotzdem, Leute, das ist kein Vergleich und das ist nicht Bundesliga-tauglich und das ist schon gar nicht Champions League-tauglich. Ich hatte eigentlich auch persönlich damit gerechnet, dass der Gnabry auf der 9 spielt. Hätte ich mir gewünscht. Man hätte es mit Sicherheit nicht schlechter gemacht. Ansonsten, ja, gerade auch Coman, die ersten 25 Minuten, das war wieder wie im letzten Spiel. Ich habe das Gefühl, er hat keinen Bock gehabt. Dann hat er 2, 3 Mal auf die Socken gekriegt, hat vielleicht 2, 3 Sprüche gekriegt und auf einmal hat er Bock gehabt. Ja, auf einmal konnte er laufen, auf einmal konnte er Zweikämpfe annehmen. Weiß ich auch nicht, was da los war. Ich meine, das war die ganze Mannschaft ersten 25 Minuten, aber bei Coman war es nochmal einen Tacken mehr. Habe ich nicht wirklich verstanden. Ja, generell dieser Auftritt einfach. Aber lass uns mal einen Blick in die Statistiken werfen. Ich bin gespannt, was da so zu Buche steht. Schauen wir mal. Okay, Ballbesitz 53,46. Ist, ja, sehr, sehr selten, dass wir immer weniger Ballbesitz haben wie der Gegner. Abseitsstellung 6,5, Fouls 13,9, Zweikämpfe haben wir sogar mehr gewonnen am Ende. Ja, wie ich schon sagte, also die letzten 25 Minuten haben wir der zweite Halbzeit, war es okay. Ja, da waren wir wieder präsent, da haben wir die Zweikämpfe gewonnen. Ja, Leipzig hat noch einige Ecken kreiert, auch mit Glück teilweise. Da war nicht eine wirklich gefährlich. Das haben wir sehr gut gemacht. Aber davor haben wir echt Glück gehabt, dass wir nicht 1, 2 gekriegt haben. Und dass die Leipziger keinen Stürmer haben. Der Olmo heute alleine, der hat 200-prozentige gehabt. Also frei mittig auf dem Elferpunkt lag der Ball. Ja. So ist das, wenn man keinen Stürmer hat. Schüsse insgesamt 14,9. Schüsse aufs Tor 2,5. Ecken 8,4. Flanken 15,7. Ja, ich würde sagen, die Statistiken sprechen da auch eine eindeutige Sprache, wenn wir nur 7 Flanken haben. Und nur 4 Ecken, sagt das alles aus. Die 9 Schüsse, keine Ahnung, was das für Schüsse gewesen sein sollen. Ich habe den Torschuss gesehen, der drin war. Ich habe dieses Kula-Ding von Choupo gesehen, der aufs Tor ging. Ansonsten kann ich mich nicht wirklich an irgendwas erinnern, was irgendwie aufs Tor ging. Sei mal dahingestellt. Gewonnene Zweikämpfe, ja, brauchen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Hernandez 11, Kimmich 10, Coman 5. Ich denke, Hernandez und auch Kimmich. Kimmich hat auch viel geackert, hat auch viel, gerade ersten 25 Minuten war er komplett in Manndeckung von Leipzig. Da hat er ein bisschen dran zu knacken gehabt, hat sich aber auch wieder reingekämpft dann ins Spiel. Ne? Da hätte ich mir ein bisschen mehr Initiative von Goretzka erhofft, wenn ich ehrlich bin. Der hätte da ein bisschen entlasten können. Das hat er nicht so gut gemacht. Danach, wo Kimmich dann besser im Spiel war, weil Leipzig auch nicht mehr so in Manndeckung gespielt hat irgendwie, kam dann Goretzka auch mehr zur Geltung. Ja. Gefoult worden, interessiert uns nicht. Torschussvorlagen ist sehr mau diesmal. Gnabry 2, Kimmich 2, Sané 1. Ballkontakte, Pavard 89, Kimmich 79, Hernandez 69. Schüsse insgesamt, Choupo-Moting 3. Alter, keine Ahnung, wo die waren. Sané 2, Müller 1. Ja, so viel mal zur Statistik. Ich denke, zum Spiel habe ich alles gesagt. Ich kann da nicht mehr zu sagen. Es war ein ganz komisches Spiel von unserer Seite. Leipzig hat es gut gemacht. Man hat aber auch gesehen, also ich heute zumindest, ich habe Leipzig sonst nicht viel gesehen. Ich habe heute auf jeden Fall gesehen, warum sie gegen Liverpool ausgeschieden sind. Ja, wenn du ohne Stürmer spielst, ja, dann ist das so. Also ich habe da keinen gesehen, der irgendwie Torgefahr ausgestrahlt hat bei Leipzig. Ja, die haben schön gespielt,
bis zum 16er haben Chancen auch kreiert. Definitiv auch eine Menge mehr Chancen wie wir, brauchbare. Ja, aber du hast nie das Gefühl gehabt, da kommt jetzt einer, der knipst. Ne? Hast du bei uns heute aber auch nicht gehabt, das Gefühl. Ja, das muss man. Heute war irgendwie, ja, hätte auch nur 0 ausgehen können, das Ding. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, in meinen Augen ist der Sieg nicht verdient für uns. Ich freue mich natürlich, dass wir trotzdem gewonnen haben. Ich hoffe, diese Spielweise macht keine Schule. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel Mittwoch, wie wir uns da verhalten werden. Also wenn wir da auch so auftreten, wird der Schuss auf jeden Fall nach hinten losgehen, weil Paris hat eine ganz andere Qualität in der Offensive. Und ja, I don't know. Ich denke, der Alaba wird in der Innenverteidigung auflaufen. Ich weiß es nicht. Für mich war der heute gar nichts. Aber nur meine Meinung. Kommen wir mal zu den Noten. Ja, Neuer eine 3 war okay. Er hatte den einen noch gut rausgefischt. War aber auch zentral, muss er rausfischen. Hernandez war für mich auch eine 3. Wie gesagt, hatte auch ein bisschen Probleme die ersten 25 Minuten. Süle, ja, Süle würde ich auch eine 3 minus geben. Ich meine, wenn er außen spielt, ist das völlig okay, wenn er da seine Dribblings macht und seine Haken schlägt. In der Innenverteidigung im eigenen 16er kann man das mal machen, aber man muss es nicht übertreiben. Und schon gar nicht gegen Leipzig. Lassen mir ein bisschen missfallen. Auch wo er sich da fast das Gelenk gebrochen hat. Weiß nicht, was er da wieder für einen Tanz vorhatte. Ja, als Innenverteidiger muss man das nicht machen. Ja, Punkt. Ganz einfache Kiste. Pavard. Ja. Pavard war für mich auch eine 3. Was mich heute wieder gestört hat, was mich immer stört, was ich auch schon 100 Mal beim Pavard angesprochen habe, er geht einfach nicht in den Zweikampf. Ich weiß nicht, ob es eine Anweisung vom Flick ist. Ich kann es mir nicht erklären. Er stellt halt versucht immer nur die Flanke zuzustellen. Das hat heute mal einigermaßen geklappt. Ja, es war so 50-50, muss man fairerweise sagen. Dadurch sind 2, 3 Ecken entstanden, da was okay ist. Von daher ist da ein bisschen aufsteigende Tendenz. Aber nichtsdestotrotz man hat ja auch an der Anzahl der Flanken gesehen, die Leipzig gebracht hat. Und die kamen alle eigentlich über die Seite. Ja, verstehe ich nicht, dieses Verhalten. Ich verstehe es nicht. I don't know. Man hat es auch in den letzten Spielen gesehen, wenn dann Boateng nach außen geht, um in den Zweikampf zu gehen, den Pavard nicht nimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das eine Anweisung ist, er soll das so machen. Auf der anderen Seite hat man heute den super Unterschied gesehen. Hernandez geht sofort in den Zweikampf. Sofort, wenn der Spieler den Ball außen hat, attackiert er ihn. Und steht nicht einen Meter entfernt, macht da irgendwelche Körperverrenkungen, um ihr eine Flanke zuzustellen. Was soll diese Scheiße? Alter, er ist Verteidiger, ja Zweikämpfe zu führen. Verstehe das nicht. Verstehe ich nicht. Alaba war für mich eine... Alter, eigentlich müsste ich eine 5 sagen, ich gebe ihm eine 4 minus, Alter. Muss mich ein bisschen bremsen. Aber das war für mich gar nichts heute, habe ich gerade schon gesagt. Also hinten war das nichts. Ist ja wieder rumgeirrt wie so ein... Als wenn du einen Huhn in den Kopf abschlägst, Alter, und der Körper rumirrt. So ist der Alaba heute da wieder rumgeirrt. Dann seine beiden Ausflüge da in der 85. Minute. Das ist ja gut und schön, wenn du das in der ersten Halbzeit irgendwie machst, wenn du entlasten willst oder sonst irgendwas. Aber doch nicht in der 85. Minute, wenn wir 1-0 führen. Da hast du hinten dicht zu machen. Fertig. Punkt. Habe ich nicht verstanden. Geht in meinen Kopf nicht rein. Kimmich will ich auch eine gute 3 geben. Hatte genau dieselben Probleme. Hatte am Anfang wirklich die Probleme, dass er in Manndeckung war. Ich weiß nicht, ob es dann von Leipziger Seite sein gelassen wurde oder ob er sich besser lösen konnte. Dann, I don't know. Auf jeden Fall hat er das dann gut gemacht. Coman würde ich auch eine 3 geben. Wie gesagt, ersten 20, 25 Minuten hatte er auf mich den Eindruck gemacht, er hat keinen Bock. I don't know, why. Danach war es gut. War er auch der Stärkere nach vorne als Sané. Sané war heute gar nichts nach vorne gefühlt. Hat 2 Aktionen gehabt, ja. Man hat einfach gesehen, dass er nicht bei 100% war. Ja. Seine Kraft hat er nach hinten verballert, muss man so sagen. Er hat nach hinten geackert. Hat man auch mal den Unterschied zum Schuppo gesehen. Er hat den Spieler, wenn er nach hinten gerannt ist, nicht nur nebenbei hergelaufen, sondern er hat ihn attackiert. Was der Choupo-Moting gar nicht gemacht hat. Müller war komplett lost, die ersten 25 Minuten. Ich weiß nicht, was er gespielt hat, Leute. Ich weiß es nicht. Für mich hat er eine 6 gespielt. Zwischen 6 und 8. Er war gefühlt nicht einmal über der Mittellinie. Stand da irgendwie
auf Höhe von Goretzka rum. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich kann mir nur das so erklären, es war einfach eine taktische Anweisung, wir stehen erstmal tief, alle Mann. Haben wir schon mal versucht, die Saison ging nach hinten, habe ich nicht. Wir sind der FC Bayern, Alter. Fertig. Punkt. Wir haben nicht so aufzutreten. Punkt. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. Müller will ich, ja, auch eine gute 3. Ja, hat dann wieder die Kommandos gegeben, man hat gesehen, wie wichtig er ist, hat versucht, die Leute anzuheizen. Man hat es aber auch ganz klar gesehen, ja, ihm fehlt der Levi genauso wie andersrum. Ja, muss man einfach so sagen. Und der Choupo-Moting, Alter, die ganze Knicken da vorne. Machen wir uns nichts vor, der als Sturmspitze kannst du den knicken. Dann stell besser der Müller da vorne rein. Das war gar nichts. Kommen wir gleich zu. Leon Goretzka hat das Tor gemacht. Will ich auch eine 3 geben. Wie gesagt, die ersten 20, 25 Minuten war ich ein bisschen enttäuscht. Und das hätte man besser machen können, da ein bisschen den Kimmich helfen. Das war nicht gut. In meinen Augen. Danach war es gut. Ja. Zweite Halbzeit, ja. Ich denke, man hat gesehen auch, dass keine Kraft da ist. Nationalmannschaft und die ganze Scheiße. Man hat es gesehen. Hat man auch bei Müller gesehen. Müller war dann so der frischeste, ist noch geackert, wie immer, hoch, runter. Choupo-Moting hätte ich halt dasselbe erwartet und das habe ich nicht gesehen. Also von daher ist er für mich auch eine 4. Ja, klar war er bemüht, ist viel gelaufen, aber ja, da muss mehr kommen, Leute. Da muss mehr kommen. Wenn ich als Stürmer beim FC Bayern auf dem Platz stehe, muss da mehr kommen. Punkt. Jamal Musiala, 18. Minute, habe ich nicht verstanden. Weiß nicht, was im Flix am Schädel manchmal vorgeht. Ich hätte Goretzka nicht runtergenommen. Goretzka hat für mich in der Phase noch ganz gut gewirkt. Ich weiß nicht, ob keine Kraft mehr da war, dass er runter wollte. Aber hätte ich gleich einen Martinez reingebracht. Was soll diese Scheiße da Musiala reinbringen? Ja, Musiala kannst du auf Außen bringen, aber nicht da in der Mitte im defensiven Bereich. Hat man auch gesehen, was soll er da machen mit seinem Körper, Leute? Sind wir mal ehrlich. Ja, klar, als Zehner kannst du den bringen. Hinter der Spitzen agil, vorne Defensivarbeit, so alala. Muss ich nicht unbedingt. Oder auf Außen, aber doch nicht als Achter. Komplett sinnfrei. Gnabry hast du dann auch gar nichts gesehen. Er hätte auch mehr kommen müssen. Punkt. Ja, er muss dann auch einfach, wenn er 17 Minuten auf dem scheiß Platz ist, muss er der Linie hoch und runter rennen. Und muss danach platt sein, als hätte er 90 Minuten gespielt. Das erwarte ich, wenn so ein Spieler für 20 Minuten eingewechselt wird. Habe ich nicht gesehen. Bei Musiala hast du das gesehen. Der wollte. Der ist gerannt, hat alles versucht. Ja, er hat nun mal dann nicht die Körperstatur, um gegen Upamecano oder den Zweikampf zu gewinnen. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Er war aber der es versucht hat. Das habe ich bei Gnabry nicht gesehen. War dann wieder so, ja, ich bin der Serge. Ich bin da, ich mache mal so ein bisschen, aber so richtig will ich auch nicht. Alter, dann weiß ich nicht. Junge. Javi, was soll ich sagen, Leute? Da gibt's gar nichts zu sagen. Es waren 10 Minuten, wenn ich die bewerten müsste. Ja, liegt natürlich daran, ich habe Sympathien für Javi. Aber man hat es gesehen, er hat gleich wieder die Löcher gestopft. War da, hat die Zweikämpfe gewonnen im Mittelfeld, wo wir sonst nie, die Zweikämpfe im Kopfball gewonnen, wo wir sonst nie einen Kopfball gewinnen. Wenn dann Kimmich und Goretzka ist, gewinnen wir da keine Kopfbälle. Ja, das müssen dann unsere Innenverteidiger tun, indem sie rausrücken. Das mussten wir dann nicht, weil der Javi da war und er hat die hinten gleich dicht gemacht. Ja, er hat es einfach dicht gemacht. Und wenn das dann doch die taktische Anweisung ist, ja, wie wir gespielt haben, die ersten 25 Minuten oder auch dann in der zweiten Halbzeit, ja, dann bringen gleich einen Javi von Anfang an und stellen ihn auf die 6 und Arschlecken. Ja, Punkt. Stell Müller nach vorne, stellen Goretzka auf die 10 und Kimmich auf die 8 und gut ist. Ich glaube, Goretzka kann auch eine halbe 8 bis 10 spielen. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Stößt sowieso immer in den Strafraum rein. Und wäre gut gewesen. Also bin sehr gespannt auf die Aufstellung gegen Paris. Was man heute gesehen hat, also nee, ganz ehrlich. Klar, für den FC Bayern ist immer schwierig nach der Länderspielpause, gar keine Frage, haben wir immer Probleme. Wer sich da ein bisschen auskennt, dass man beobachtet. Von daher darf man das heute nicht so hoch hängen. Und wie ich schon sagte, am Ende des Tages haben wir 1:0 gewonnen. Also ja, hat der Flick alles richtig gemacht. Wenn es eine taktische Vorgabe war, ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt kein Interview angehört nach dem Spiel. Wenn es der geschuldet ist, dass die Mannschaft einfach nicht die Kraft hatte, okay, dann war es gut. Wenn es aber eine Vorgabe war, Leute, wir sind der FC Bayern, wir müssen uns nicht vor Leipzig verstecken und sagen, wir stellen uns hinten rein 80 Minuten lang. Ja, also, nee.
meine Meinung dazu. Kann jeder anders sehen, ja, gerade weil wir 1:0 gewonnen haben. Weiß ich, kommt wieder, ja, warum meckerst du so viel, Blasels? Ja, weil wir der FC Bayern sind, Alter, Punkt. Wir haben einfach andere Ansprüche als so ein Spiel abzuliefern, in meinen Augen. Wenn wir das Spiel jetzt mit dem anderen Spitzenspiel vergleichen vor ein paar Wochen Dortmund, ja, das war eine Leistung, wie wir aufzutreten haben in einem Spitzenspiel. Und wären wir heute so aufgetreten, die Leipziger waren auch nicht gut. Ja, die waren auch nicht gut. Ja, die waren agiler, definitiv, die kamen fitter rüber. Aber am Ende haben wir sogar noch mehr Zweikämpfe gewonnen, obwohl ich teilweise das Gefühl hatte, so Leipzig gewinnt 80% der Zweikämpfe. Also sieht man halt auch, dass die dann irgendwann, ich meine, man hat es in der ersten Halbzeit gesehen, 25 Minuten Volldampf und dann war auch nichts mehr von Leipzig. Aber zweite Halbzeit haben sie es durchgezogen, 45 Minuten, da war von uns gar nichts. Ja, die letzte Viertelstunde, vielleicht da waren wir wieder so ein bisschen auf Augenhöhe, aber ja, also zweite Halbzeit war absolut nicht Bayern-like. Die ersten 25 Minuten, sei mal dahingestellt, haben wir öfter gehabt diese Saison, dass wir schwer reinkommen und so. Da habe ich volles Verständnis für. Aber die zweite Halbzeit, nee. Also wenn das die taktische Vorgabe war, was meine persönliche Meinung ist, dass es so war, ja, dann hätte ich wenigstens Ravi gleich von Anfang an reingeballert. Zur zweiten Halbzeit, ja. Dann hättest du sagen können, wisst ihr was, komm, wir machen dicht. Wir spielen ein bisschen Ringepitz mit Anfassen. Versuchen vielleicht noch einen Konter zu setzen, aber selbst das haben wir nicht versucht. Wir haben teilweise lange Bälle rausgepült auf dem Raum, wo keiner ist. Ja. Dann hast du gehört, Schupu! Ball! Ja, der war gar nicht da. Keine Ahnung, wo der war. Ach, vielleicht saß er an der Eckpfanne, hat einen Kaffee getrunken oder was. Keine Ahnung. Naja, gut, Leute. Am Ende des Tages haben wir gewonnen. Trotzdem ist das meine Meinung, dass es ja nicht gut war. Aber wurscht, am Ende des Tages zählt der Sieg, den haben wir geholt. Wir sind deutscher Meister. So weit lehne ich mich aus dem Fenster, selbst wenn wir die schweren Spiele gegen Wolfsburg, Gladbach und selbst wenn wir noch gegen Leverkusen verlieren würden. Ich glaube nicht, dass Leipzig noch alle Spiele gewinnen wird. Ich denke, ja, der Zug ist abgefahren. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Mittwoch. Vielleicht hat das heute mit reingespielt, ich weiß es nicht. Ja, da muss eine Leistungsexplosion kommen, sonst wird es schwierig. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, wir hatten immer Probleme nach der Länderspielpause. Von daher sollte ich das vielleicht nicht so hochhängen, wie ich es gerade mache. Aber dass wir komplett unser Spiel umstellen, nur weil Levi ausfällt, ist halt ein Witz. Ja, das ist ein Ding, was man nicht machen kann. Das können wir auch nicht, wie wir heute gesehen haben. Dann sind wir nicht gut. Ja, wir müssen unser Spiel spielen, stellen anderen dahin und gut ist. Nur nicht den Schupo. Danke. Rot-weiße Grüße gehen raus. Leute, bleibt gesund. Wir hören uns Donnerstag. Ja, ihr seht, hört mich Donnerstag, Mittwoch. Wird so nichts mehr werden. Jetzt nehmen wir zwar auf nach dem Spiel, aber wir hören uns Donnerstag. In diesem Sinne, tschüssi.